Analyse von Sehnsucht von Frederik Jesper und Nicolas gemacht. Die Romantik. Die Romantik drückt Sehnsucht und Harmonie aus. Das sehen wir in diesem Gedicht. Die Hauptperson in diesem Gedicht hat viel Sehnsucht für etwas Unerreichbares. Zum Beispiel die Schienensterne. Die Sterne ist eine unerreichbare Dinge. In der Romantik benutzt man auch Platon, Ethos und Logos. In diesem Gedicht spielt sie mit Platon an. Die Hauptperson braucht Platon, wenn die Gefühle anspielen. Zum Beispiel, wenn sie sagt, das Herz mir in Leib entbrannte. Das Gedicht beschreibt die Natur sehr idyllisch, dass sich auch eine natürliche Dinge in der Romantik zu tun. Zum Beispiel, wenn die zwei junge Gesellen singen von die schwindelnden Felsenslüften, die Wälder rauschen so sacht und Quellen, die von den Klüften sich stürzten. In der Romantik denkt man auch zurück an dem Mittelalter. Wir sehen in diesem Gedicht, dass das Mittelalter ist im Fokus, zum Beispiel wenn es von die Brunnen und das Horn erklären ist. Ich denke, dass die Brunnen und das Horn ist Symbol für das Mittelalter. Der Wanderer über dem Nebelmeer. Wir haben das Bild Der Wanderer über dem Nebelmeer gewählt. Das Bild ist von dem deutschen Maler Caspar David Friedrich gemalt. Er malte das Bild in 1880. Caspar David Friedrich ist ein romantischer Maler, und das kann man an seinen Bildern sehen. Romantische Bilder enthalten oft Natur und wollen gerne Harmonie zu den Bildern bringen. Man kann diese Dinge sehen, wenn man das Bild sieht. An dem Bild sieht man einen Mann. Er steht an einem Felsabsatz und man kann nur seinen Rücken sehen. Er gleicht einem Professor mit seiner Kleidung und seinem Stock. Er sieht an dem Nebelmeer, wie über einige Berge liegt. Es gleicht, dass er Sehnsucht hat und er suchte nach etwas. Diese Sehnsucht sind unsere Grundlage zu wählen dieses Bild. Wir denken, es passt gut für das Gedicht. Handlungsablauf in die Gedicht Sehnsucht. Die erste Strophe handelt von einer Person, die Sehnsucht fühlt. Die Person steht hinter einem Fenster und träumt von Freiheit. Die zweite Strophe handelt von zwei Jungen. Die Jungen singen von die Natur, während sie wandern. In der dritten Strophe, die Jungen singen von das Mittelalter. Sie singen von einem zuwachsenden Mittelalter, wo alles still ist. Die erste Strophe ist die Rahmen von der Gedicht und beschreibt des Weltsicht, das lyrische Ich. Die zweite Strophe ist dem Start von dem Gesang des zwei Jungen, wo sie von die Welt und ihr Wunder singen. Die dritte Strophe beschreibt den Rest des Gedichts und erzählt, wie alles hinterlassen wird. Das lyrische Ich kommt schon in der Start des Textes zum Ausdruck. Das lyrische Ich sagt, was es sieht und fühlt. Das lyrische Ich steht einsam am Fenster und es erzählt, wie es eine Sehnsucht hat, in die Welt zu kommen. Es beschreibt die Welt, die prächtig und idyllisch ist. In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich, was es von draußen hört und sieht. Das Problem in diesem Text ist, es kann nicht die Welt erleben. Es betrachtet stattdessen das Ganze von seiner Fenster. Wenn er von verschiedenen Stellen gehört, sehnt er sich nach ihnen. Themen. Die Themen in diesem Gedicht sind Sehnsucht, Natur, zurück an dem Mittelalter denken.
Sehnsucht ist ein Thema, weil die Hauptperson nach dem sucht und die ganze Gedicht handelt von ihm. Natur ist ein Thema, weil die Natur beschreibt ist und die zwei jungen Gesellen von ihr singen. Und Mittelalter ist ein Thema, weil wir viele Male von die Mittelalter erinnern sind, zum Beispiel der lauten Klang aus dem Horn und der Brünen. Symbole. Sehnsucht ist das wichtigste Symbol, weil die ganze Gedicht handelt von ihr. Sehnsucht ist ein Symbol für das Unerreichbare, das man nicht bekommen kann. Und die Wanderer symbolisieren die Freiheit und Ungebundenheit, von einem Ort zum anderen wandern zu können und lösen so gesehen auch eine gewisse Aufbruchsstimmung bei Lyrischen aus. Die Bedeutung hinter diesen kann sein, dass das Mittelalter zu Ende ist, aber die Menschen vermissen es und hoffen, dass sie wieder in es erwacht zu werden. Das ist die Botschaft des Gedichts, dass eine Sehnsucht nach etwas haben, das zu Ende ist.